Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will nachher auf das Thema von den Regeln oder der Gesetzmäßigkeiten angehen. Beziehungsweise ich will eine Regel, eine Gesetzmäßigkeit ein bisschen rausholen und rauskristallisieren, weil besonders für die Leute, die aufhängen, sich mit Esoterik, Spiritualität und so weiter zu befassen, kann es sein, dass da ob so viele verschiedene Meinungen dazu gerät, dass es auch schwer ist, die Sachen ein bisschen auseinanderzudröseln. Also will ich der Stadt ein bisschen aufholen. Ich schwätze von der Regel oder beziehungsweise von dem Gesetz von der Anziehung. Das heißt, wir holen ein bisschen den Effekt, dass es ganz einfach ist, du, wenn ihr auf etwas fokussiert, dann könnt ihr doch dann den Moment. Lo werden nicht Leute sehen, das heißt, der wird Texte finden, der wird Erklärungen finden, wo die eng so, ja, das funktioniert wirklich genau so. An einer Leute, die werden nicht so, und das ist absolute Nonsens, und so einfach ist das nicht. Und ich befand mich irgendwo so ein bisschen zwischen denen zwei, viermal so auszudrücken, einfach durch das Gesamtbild von Erfahrungen, die ich mitgemacht habe, was das dort ein Thema betrifft. Angefangen hat das Thema eigentlich mit einem ganz anderen Buch, was dann irgendwie nicht so, ich meine an den 90er, 2000 herausgekommen ist, das die berühmte Geschichte mit der Bestellung an das Universum, aber wo Leute erklärt haben, ja, das ist nicht einfach so, was der Fanger schnippt an irgendetwas du kriegst, und das Universum nicht für uns parat steht und darüber wartet, dass mehr lo etwas wünschen. Ich muss den Punkt mit Jein erklären. Ich habe festgestellt, dass wenn ihn ziemlich unbedarft mit diesen Sachen umgeht, dass ihn effektive ganz große Sachen mal einfach so kann kreieren. Natürlich sind es Leute, die ein bisschen mehr Talent haben wie andere. Das heißt, wenn ihn, so wie euch, zu denen gehört, die sich ganz oft Sachen zerdenken, dann ist es viel mehr schwer, sich irgendetwas unbedarft zu wünschen. Ich kenne Leute an meinem direkten Umfeld, die können sich wünschen, was sie wollen, sie kriegen es. Voilà. Der andere Seite haben wir mit denselben Dingen, mit demselben Gedanke von der Gesetzmäßigkeit oder dem Gesetz von der Anziehung, haben wir den Ausdruck be careful what you're wishing for, also pass auf, was du da wünschst, du kannst es nämlich kriegen. Und noch da habe ich Aspekte mit erlebt, wo ihr seht, genau das ist der Punkt, wo ihr ein bisschen vorsichtig soll sein damit. Das heißt, ich fange mal damit an und ich gehe dann auf den typischen Dinge von dem Gesetz von der Anziehung, komme ich dann direkt zurück. Und zwar gehe ich euch ganz live Beispiel, also live wohlgemerkt ein bisschen ironisch gemeint. Vor Jahren hat jemand auf einem Forum gesagt, es hat sich gewünscht, ein paar Kilo aufzuholen, es hat ein Ritual gemäht, über die Dinge für ein paar Kilo aufzuholen. Und prompt darüber hin hat es sich mal für dich ein 40 Mal Grip angezogen und dann einen Sand aufgebracht. Während all die anderen sich vorgestellt haben, was da nur an den Ritualen schiefgegangen sind, habe ich mal ganz live die Frage gestellt an, wie viel Kilo hast du aufgeholt? Das heißt, mit dieser Weise mal unbedarft Wunsch an das Universum zu schicken, vergiss mal ein bisschen mit anzukalkulieren, wie sich die Wünsche äußern. Ja, das geschieht auf viele Richtungen, also ganz oft kann das mal an die Richtung schief gehen. Und dann gebe ich dir Schrote, wenn du wirklich so Wunsch drin sieht, und der merkt, dass dann etwas ganz Ähnliches, was ich sagen kann, mal zu haben fragen, ob der Wunsch ganz durchtut. Das ist mal der erste Punkt an der Sache. Der zweite Punkt ist eben den Dingen, den Aspekt von welchen ist wirklich so, dass wir ein Gesetz von der Anziehung haben. Ja, allerdings vergessen wir ganz oft bei der Geschichte, dass wir an unserem Gesamtbewusstsein, was wir als Mensch schon, was sind nicht 91% Unterbewusstsein sind. Das heißt, wir zählen ganz oft Sachen an, die nicht mit den zwei fokussierten Prozent sind, wenn wir wackrig sind. Also ich schwätze noch nicht von erleuchtet an der Wacht mehr, aber wenn wir als Mensch morgens früh aus dem Bett aufstehen, mit die 91%, die da durchstehen, die haben auch noch so das eine oder andere Wort mal zu schwätzen. Das heißt, bei der ganz Gruppe Leute kann es einfach sein, dass der Wunsch nicht an Erfüllung geht, weil sie die 91% nicht mal an Boot hatten. Das ist auch da, wo die Sache ein bisschen rauskommt, von wegen, wo so, wenn ein unbedarft mit den Sachen umgeht. Die Leute in ihrem Umfeld, die können sich wünschen, was sie wollen. Ich kenne da auch so ein paar, denen geht einfach mal so von der Hand an einer Erfüllung, an andere Leute, die können wünschen, was sie wollen, und die Sache geht nicht.
eng von denen sarkastischen oder Weisen, die ich kenne, wo Leute so, weil das funktioniert, man da wünscht, dass das dann der Lotterie gewinnt. Da das zum Beispiel als inner Bewusstsein an als ugeegent Moralgeschichten, die im Reise am Innerbewussten da so zur Summe gesammelt wurden, die erste von der Aufhalle, besonders spirituelle Gebiet, als Geld bei ganz vielen immer noch so, nee, also das geht gut nicht. Also wenn du eng Fähigkeit hast, dann ist das eine Gabe und da kannst du nicht so und Mathe verdienen und da musst du die und andere gehen an spirituell, das heisch schwingend Energie an, das kann nicht mit einer niedrigschwingiger Energie wie mit Geld auf Verbindung gehen. Ja, wenn die ganze Boutique mal darin schläft, dann ist es ein bisschen schwierig, an einer Lotterie zu gewinnen. Da sind sie die Punkte. Da kann da auch hingehen, also ein paar, dann denken ich eben, dass das gut ist. Nee, das muss dann in dem Moment verschafft gehen, wenn das dort eher Glaubensrichtungen sind. Auf der anderen Seite könnt ihr wahrscheinlich uns zurücklehnen und nicht einfach so in der Welt mal gucken, wie viel Gesetz von der Anziehung rundherum funktioniert. Ist schon der beste Beweis bei mir auf der Arbeit. Ist schon bei mir auf der Arbeit, den sich verschiedene Freiheiten heraushält. Ich gehe sich ganz gut mit den Menschen. Mir lässt sich scheinen, sollten sie so verschiedene Freiheiten heraus. Und ich fand immer spannend, dass von irgendjemandem bei uns darauf aufmerksam möchte, dann probieren das so aufzuwiegeln und so zu ignorieren. Und ich kann den Kalender rausholen. Innerhalb von den nächsten 2 Wochen könnt jemand genau demselben Problem mit einem anderen ab. Von den Punkten ist, bei uns am Büro, als den sich dafür, die will, dass du Musik läuft, an Radio läuft, an den dann einen Radiosender geholt, wo ein Challenge wieder selbst zu drücken, nicht unbedingt die Musik läuft, die, wir sind so 4 Leute am Büro, die anderen 3 Leute lauschen. Und da sind auch schon so Erwähnungen, komm, ohne das irgendwie aggressiv gehen hin zu so, mir wäre nicht mehr fair, verschiedenen, also dass man das als Tour de Rôle machen, an einmal halt den einen Dingen, den Sender, oder sich den YouTube-Channel aus, einmal den anderen, und dann möchte das Ganze so ein bisschen den Tour an der ganzen Geschichte. Und das geht einfach darüber, lauscht das nicht, und das ist einfach nicht mehr da auf dem Ohr. Das ist auch bis hingegangen, dass durch Streitgespräche gekommen sind, und das wird gefallen, aber war der ist aber schon bewusst, dass du den Sender, also den Sender, den du aussiehst, als imposierst. Natürlich nicht. 2 Wochen darauf beschwerten sich bei uns, dass sein Obmann Musik gehört hat und dass hin seine Musik imposiert bei dem Rest von der Nachbarschaft. Da geht es nicht darum zu sagen, inwiefern, also der Besonderes von du muss wie wir nicht machen, mit das Gesetz von der Anziehung, weil das Sujet, den drüber steht, geht umgezogen. Also entzieht sich die nun, also das Sujet, der bei ihm aufgeht, an, aus dem man kennt lehren. Möchten zwar nicht, das ist eine andere Geschichte. Das heißt, der merkt, die Anziehung-Geschichte, die kann ihn immer gesehen, wann er sich wirklich mal am gesamten Bild guckt. Das heißt, ganz oft, wenn wir merken, dass Gesetz von der Anziehung nicht funktioniert wird, da leidet ganz einfach darunter, dass man vielleicht nicht den Blick auf alles und die verschiedenen Informationen nicht gewohnt, weil es einer Person mal daran zieht. Was ich interessant fand, ist, dass das Gesetz auch die Kahuna-Prinzipien existiert. Das mag ja, und da heißt das, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, sobald wir irgendwo an uns dran, sei das emotional, mental oder unterbewusst, eine gewisse Energie, eine gewisse Schwingung absetzen, ziehen wir dieselbe Schwingung ab. Und das ist eine Sache, die als quantenphysisch zu beweisen. Das heißt, 2 Sachen mit derselben Schwingung geraten an Einklang. Das heißt, sogar Sachen, die nicht am Anfang mit der Schwingung geraten, irgendwie nie an Einklang. Das ist quantenphysisch zu beweisen, physisch zu beweisen. Und was ich auch ganz spannend fand, zu sehen, wie weit die Gesetzmäßigkeit an irgendeiner Art von Form aber immer abkommt, dafür habe ich noch 2 andere Punkte. Das eine ist an der NLP heute in den Dingen, dass es darum geht, mit NLP
wasch vom Problemdenken zu kommen, von aber abzupassen, nicht so weg von mir hinzu, also nicht darauf zu fokussieren, was den nicht mehr will, mehr darauf zu fokussieren, was er will. Das ist eben die Sache, zum Beispiel, wie du schön hast, denk nicht an ein rosa Krokodil, das ist, was durch den Kopf geht, als ein rosa Krokodil, und das ist genau das Ding, das heißt, wir haben ganz viel die gewünscht, als zu denken, was wir nicht wollen, und dadurch ziehen wir just nach mehr davon an. Und da geht es darum, als Gehirn dann auch zu üben und zu trainieren, für wirklich zu gucken, was wollen wir. Dafür muss ich mir vielleicht herausfinden, was ich will. Und da funktioniert das auch in gewisser Art und Weise, für das umzuziehen. Den anderen Punkt, für was ich nachher so, dass effektiv, dass die Gesetzmäßigkeit effektiv eine Funktionalität hat, die über Esoterik und Spiritualität rausgeht oder für verschiedene andere Leute drinnen rausgeht, das sind zwei weitere Punkte, ich hatte ihn global vergessen. Ein ganzer Coop Sportler oder Sporttrainer, die machen nicht nur Trainingmaterial, aber sie sollen auch zum Beispiel zwischen Zeiten, wo sich die Leute hinsetzen und sich genau vorstellen, wie es ausgesehen, wann sie gewonnen. Und die Chancen, dass die Leute gewonnen versus die Technik nicht gebrauchen, die ist extrem groß. Den Unterschied ist extrem groß. Den also in der Zwischenzeit schon so mal bewiesen gehen, nur geforscht gehen. Und das ist ein Ding, das heißt, wenn ihr sich wirklich damit auseinandersetzt und da seht, okay, ich gehe wirklich da ran und nicht nur visualisieren, aber mit all meinen Sinnen gehe ich ran, da kann ich das umziehen, was ich mir gerade wünsche. Und auf der anderen Seite, immer noch am Sinn von den Dingen, der Fokus, da wo der Fokus hinleitet, das zieht den sich schon. Das war eine Sache, die mein Bruder erklärt hat, wo den Test, also den Training gemacht hat, für ob Glatteisen und Accidenten zu gehen. Und da hat ihren Trainer gesagt, wenn der über den Straße fährt und der sieht ein Pneu an der Straße liegen, der guckt nicht auf den Pneu, aber guckt, wo das letzte Pneu geht. Weil wenn er auf den Pneu guckt, sind die Chancen, dass der auf den Pneu durchfährt und den Pneu kriegt, sind extrem hoch. Das heißt, sogar in unserer normalen Welt ist das Gesetz von der Anziehung. Das heißt, wir sehen das, wir gucken darüber, wo wir hier fokussieren, das ist auch da, wo wir hingehen. Ich gebe euch persönlich also Rote, wenn ihr euch die ganzen Sachen anguckt, was es darüber geht, was die Leute darüber schreiben, was die Leute darüber schwätzen, guckt euch das ganze Bild an. Wie ist die Person, die darüber schwätzt, wenn die negativ darüber schwätzt? Als die vielleicht auch ein bisschen so in der Weg, wenn ihn extrem positiv drüber schwätzt, als der nach ehrlich oder als am Gang zu probieren, sich selber zu überzeugen, und hat eigene Erfahrungen. Guckt mal ein ja die berühmte Geschichte, ich meine, das hat am Zwischenzeit Schiedfrieden, die ein bisschen damit befasst wird, fokussiert mal auf den Gedanken, einen freien Parkplatz zu kriegen, eher da ein Zoo Ski fährt. Und dann denkt wirklich darüber nach, sind da noch Zweifel in der Weg oder hat er gesagt, okay, ich fange das mal einfach so an und ich probiere das aus. Es ist Spaß, das so einfach für Frieden zu tun. Ich kenne da ganz, ganz viel, die nur mit positive Erfahrungen gemacht haben. Das ist natürlich noch nicht, dass ich, wie soll ich sagen, eben all Blödsinn wünscht. Einfach aus dem Grund raus, weil es in der Bewusstsein du auch nicht machen möchtest in dem Moment. Weil auf der anderen Seite natürlich auch muss man denken, dass andere Leute auch Sachen wünschen. Und das könnte der Grund sein, für was ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn ein zu viel gegen einem anderen sein Wunsch geht. Dazu komme ich just, und damit werde ich aufschließen, und Michael Ende oder weiß, für Magie zu erklären. Du als der Schüler, der gefragt hat, was Magie ist, hat er gesagt, wenn der Wunsch in Erfüllung geht, und sie sagt dann, ja, was werden dann heute denken? Maja hat gesagt, ich habe schon mal gewünscht, Schüler zu haben, denen ich etwas beibringen kann, und der hat sich gewünscht, etwas zu lehren. Und dann sehen wir, das ist Magie. Ob die da weiß, kann sich das ein bisschen vorstellen, und dann hat der noch ein bisschen rumprobieren, und vielleicht gewonnen, dass er noch ein Kern der Lotterie. Vielmals merci für den Anlauf, und wie immer, schöne Mittag, schönen Abend, und gute Nacht.